Hallo zusammen, mein Name ist Bernhard Demel, ich bin Pilzsachverständiger und wie ihr gesehen habt, wachsen hier Pilze und sogar am Wegrand, am Straßenrand kann man Pilze finden. Auf den Jonathan eben gezeigt hat, das war der Gallenröhrling und hier am Rand wachsen noch ein paar andere Röhrlinge. Hier sind zwei hübsche kleine, ich habe mal einen gepflückt hier und wenn man den anbricht, dann sieht man, dass der in Sekundenschnelle stahlblau anläuft. Auch die Unterseite, die Röhren, wenn man die anfasst, die werden richtig blau. Das ist der schwarzblauende Röhrling. Der wäre sogar essbar im Gegensatz zum Gallenröhrling, der natürlich bitter ist. Wobei man hier Schadstoffe drin festgestellt hat, man soll den also auch nicht unbedingt essen. Genauso wenig essen soll man diesen Champignon hier. Das ist nämlich der Karbolegerling. Wenn man den ankratzt, läuft er richtig toll gelb an und er riecht so ein bisschen muffig, unangenehm, krankenhausartig sagen manche. Und der Hut, der ist meistens so ein bisschen vierkantig und daran kann man den sehr gut von anderen essbaren Champignons unterscheiden. Ein Pilz, den man essen kann, haben wir hier gefunden. Das ist der blutrote Röhrling, also auch wieder ein Röhrling, der auch so ein bisschen blaut, wenn man den antatscht oder anbricht. Und der Hut ist eben so ein bisschen rötlich, deswegen blutroter Röhrling. Meistens sind die madig, sodass da nicht viel von übrig bleibt. Aber grundsätzlich ist der essbar, gehört in die Verwandtschaft des Rotfußröhrlings. Eine Gruppe, in der es keine gefährlichen Giftpilze gibt, sind die sogenannten Täublinge. Täublinge werden auch Sprötblätter genannt, weil wenn man über die Lamellen fährt, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, dann splittern die so ganz arg. Und auch der Stiel, der fasert nicht, sondern der bricht so wie Frischkäse, sagt man. Und da gibt es die Täublingsregel, die sagt, wenn man einen Pilz als Täubling sicher erkannt hat, aber auch nur dann, kann man mal reinbeißen, probiert man ein bisschen was von den Lamellen und wenn er dann angenehm schmeckt, dann könnte man den essen, ansonsten lässt man die Finger davon. Aber bitte tut mir einen Gefallen und beißt nicht einfach irgendwo rein, wenn ihr euch nicht wirklich ganz sicher seid. Ne? Ja, und zum Abschluss haben wir hier noch was Lustiges gefunden, nämlich ein Bauchpilz. Ein Kartoffelbovist, wahrscheinlich der Leopardenfell-Kartoffelbovist oder Harzbovist. Und das Spannende daran ist, die Sporen entwickeln sich in der Mitte. Und wenn die reif sind und man drückt dann drauf, seht ihr, wie der Staub, bekommt man glatt eine Staublunge. Ja, das war's von meiner Seite. Tschüss.